Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, dass die Ellie im anfangenden Winter bzw. im auslaufenden Herbst von der Joel versucht hat Bandage zu finden und hat gesehen, dass sie zum Heli muss. Und dann hat es ein Flashback gegeben für die Vergangenheit von der Ellie, wo sie mit der Riley unterwegs war. Die sind gerade ausgerissen und sind jetzt irgendwo hier unterwegs. Und dann folgen wir doch mal der Spur. Und der Riley natürlich, die weiß irgendwie, wo es hingeht. Selbes Prinzip. Keine Ahnung, mit niemandem so richtig. Was ist mit Timo und den anderen? Wie geht's denen? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Ja, allzu viele Freunde hat man doch wohl nicht in den weißen Häuser. Beziehungsweise in den Military Property School, haben sie es so genannt. Das sind so Vorbereitungsschule fürs Militär. Das heißt, jeder, der weise ist, muss automatisch zum Militär anscheinend. Gut, da haben wir nix. Kennen wir hier eigentlich Bastler? Ah, ne. Hier kennen wir nur Zeichensammler. Ah, Werkzeugteile sind sogar angezeigt. Okay. Könnte sein, dass wir welche finden. Müssten wir mal eine Acht drauf haben. Gucken wir uns doch hier nochmal um. Was steht denn da Schönes? Robert was here. Tino was here. Ellie Riley were here. Ah, okay. Scott was here. Alles klar, also da scheinen sie wohl mal mit einer größeren Bande unterwegs gewesen zu sein. Hier gibt es auch optionales Gespräch. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldaten bin. Wäscherei oder so, was wird das mal gewesen sein? Aber das ist ein berechtigter Spruch. Hast du schon das Licht gefunden? Sei scharf, ach uff, Fetra stinkt. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Wir stecken das nur gut. Sei nicht ihren Hund, hat hier noch gestanden. Um Und deine aufgenommen Familie zu werden, umgebracht. bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Schon in den jungen Jahren Aufträge zum Morde kriegt, also sorry, aber die Fireflies sind ach so ziemlich letzter. Wow, da haben wir nochmal einen schönen Blick auf die Bostoner Quarantänezone, dahinter die Gebäude, wo wir durch sind, was ich auch in den Videos als Hochhaus der Klicker bezeichnet habe. Und da haben wir nochmal einen Blick auf die Quarantänezone. Ja, dann gehen wir doch mal noch. Also von der Fireflies bin ich definitiv auch kein Fan. Das sind für mich auch Lackaffe, die ich sage. Die geben sich besser, als sie eigentlich sind. Typische Paramilitär-Milizeinheit, wie ich finde. Dann wackeln wir doch da mal hinterher. Ah, da hinten ist er. Okay, jui. Machen wir die Lampe auch mal aus. Okay, Nachtpatrouille wahrscheinlich. Ein bisschen schreckhaft gerade. Vorsicht, nass. Ja, nasse Bretter, du kannst schnell abrutschen. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Ja. Aber ich glaube, ich könnte mal bei der Option was machen. Und zwar habe ich vorhin ein bisschen die Spruch runtergeschraubt. Und da könnte man mal wieder die Dialogstärke erhöhen. Das ist ja so ein arges Geflüchte. Das ist sowieso schon schwierig hier bei dem Spiel, weil du aus unterschiedlicher Perspektive klingst nur als Echo. Deswegen die Dialoge sollte ich mal lauter stellen, damit wir mitkriegen, was da überhaupt los ist. Ah, dann sind wir doch gelandet, wo wir wollten. Bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Lade es doch einfach ein. Okay, dann sind wir hier in der Mall wohl gelandet. Wieder The Dawn of the Wolf. Now playing.
Was hat's noch hier Schönes im Kino? Fiebertraum. Super. Und nochmal Dawn of the Wolf. Und nochmal der Fiebertraum. Super. Klasse Kombi. Das wird wohl durch gespielt worden sei, als die Plage angefangen hat. Gehen wir da mal hier durch und gehen der Riley hinterher. Oh, die Lampe können wir jetzt wohl anlassen, denke ich. Aber gerade bei so alter Sache, da muss ich mich natürlich umgucken. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich will euch ja auch so viel wie möglich zeigen, was es hier gibt. Aber das, ja, zeigt ja auch wieder, warum sich die Ellie hier so erinnert. Das scheint ja wohl so Erinnerungssequenzen zu sein an früher. Und klar, wenn sie jetzt eh gerade in einer Mall in Colorado am Plündern ist, dann ist es ja auch logisch, dass sie sich da wieder an die Mall mit der Riley erinnert. Gerade weil sie auch ihr beste Freundin ist. Glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Der Winston, das war glaube ich der das Reiten beigebracht hat, wie sie beim Tommy seine Leid erzählt hat. Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Mann. Ja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Okay, ja, der ist um Gaul geplotzt. Das spricht wohl auch dafür, dass das der Mann war, der Ellies Reite beigebracht hat. Und der scheint wohl hier in der Mall gelebt zu haben. Gehen wir da mal rein, gucken mal, was wir durch Schönes plündern können bei ihm. Ah, Jacke hat er da noch hängen. Sein Kruscht ordentlich hingelegt und du hättest mal was Optionales wieder. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Ah, das ist jetzt schön. Da haben wir jetzt mal Möglichkeiten, das Ganze zu beeinflussen. Aber komm, nehmen wir mal einen ordentlichen Schluck aus der Bulle. Nehmen wir der Okay. gute Weiberg Das ist Pershing kein- Obstler. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hartes Zeug. Na komm. Ja, wenn man gescheite Riesling lieber als so ein Schnaps. Da hätten wir auch noch was. Ah jo, da ist noch ein Sattel. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ja, immer so depressiv das Ganze. Guck mal, ja, da hinten scheint nichts mehr zu sein, was interessant wäre. Dann gehen wir noch der Riley wieder noch. Ah, dort ist ein Gaul wohl untergebracht. Okay. Die Prinzessin wird er da wohl angelehnt. Ja gut. An sich nicht schlechter als ein normale Stall, die ich sage. Ja, geht auch weiter, sonst rennt auch immer so weit voraus. Was ist denn da noch? Aha. Da ist nix, Sackgasse. Ellie, hilf mir mal. Ah, wir wollen durch die Sackgasse, okay. Ich hasse es, da durchzukrabbeln. Ich lass mich nicht ganz zerquetschen. Schon gut. Ich gehe. Das war wohl nix. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja, Klingt gut. wäre besser. Den ich auch mal so sagen. Du hast das A-Team schon reingeplotzt. Du kennen wir wahrscheinlich auch nicht mit durch. Dann gucken wir uns nochmal, was es hier gibt. Panda Patrol. Alles klar. Twisted Lader. Aber ich glaube, daneben war doch noch was. Du hätten wir... Schau mal. Ja, Da genau. ist ja eine Öffnung. Da wollte ich auch gerade hier. Dann machen wir das doch gerade. Okay, sei vorsichtig da drin. Bin ich immer. Dann hoch mit dir, Quatschkopf.
aufmachen. Oder kommt da irgendein Vieh? Nee. Puh. Riley? Das wäre zu viel gewesen, wenn ein Klicker käme. Ah, Halloween-Lader. Ah! Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Aus gegebenem Anlass, die ich muss sagen, Horror-Clown Riley ist gerade richtig aktuell. Ellie. Und das kennt ihr zwar nicht wissen, aber ich zock das gerade an Halloween. Wir haben heute Sieh der dir das an. 31.10. Und du passt es hervorragend in die Thematik gerade. Dann hole ich mir doch mal die Werwolfsmaske. Ja, Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? setz sie auf. Horror, Clown und Werwolf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen. Dann machen wir das doch mal. Oh, du kannst mal die Lautstärke regulieren. Aber jetzt. Na geht doch. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Aber das tät ich wahrscheinlich eher nicht machen, weil in so Mann, so einer Welt, wo die Klicker von Lärm angelockt werden, tät ich jetzt nicht gerade kreische wie ein Ochs. Dann haben wir einen Römer, da haben wir Grabstähl. Da ist noch was Optionales. Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nichts. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Na Allah, wenigstens das. Okay, mal nochmal machen. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Und noch einmal. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Ja, Okay. da hat er recht. Aber wir können ja nochmal. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Haben wir die Batterie gewechselt? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Das war's danach mit dem Schädel. Ah nee, doch noch nicht. Ja, ist das erleid. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich sehr gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nee, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Heieiei. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Gut, dann hätte ich aber sagen, an der Stelle mache ich mal einen Cut, bevor das jetzt ausufert. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind auf Pelzig. Machen's gut bis dahin, da werden wir den Schädel nochmal ordentlich ausquetschen und frohe Stelle. Bis dahin, machen's gut und bleiben gespannt. Euer Yankee.